Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleben und das geht hundisch kein Film dabei, mehr eine Serie. Fallout ist an aller Munde an. Ich habe mir das ganz geguckt, aber wenn mir die Serie lo gefallen hat, dann erzählen wir schon dieser Episode. Welt steht vier Aufgrund. Oder saß schon gesprungen. Ja, die Perspektiv kann den auch anholen. Ja, weil ein großen Atomkrieg hat die Welt komplett zerstört. An wenig Leute, die an den sogenannten Vaults Zuflucht von tun, die konnten überleben. So geht es auf jeden Fall gesagt. An Wasteland ist ein gefährlicher Platz voller Mutanten und schwerer Verbrecher. Als Hauptprotagonistin Lucy verbringt ihr Leben lang am Vault 33, wo alles ziemlich gemütlich für sich geht. Alles hat seine Regeln, jeder hat sein Tagesauflauf, alles ist wunderbar. Bis eines Tages der Friede gesteuert wird und Lucy quasi dazu gezwungen wird, und die Oberfläche zurückzugehen. Wenn jetzt sich da probiert, da durchzuschlagen, das sieht er dann auf Amazon Prime an der Serie Fallout. So, was soll ich so? Schnecke jeder, der Fallout gespielt hat oder Fan von der Fallout-Reihe ist, die wird auch schon wenigstens an die Serie von Amazon herangeguckt haben. Aber was soll ich so? Die Adaption ist einfach nicht mega gut gelungen. Also, das ist wirklich auf den Punkt getroffen, den die düstere Atmosphäre, die zerstört Land, also das zerstört Land, das Wasteland, wie das durchgestaltet ist, fängt einfach absolut zu 100% Feeling aus dem Spiel an. Trotzdem hält das ganze Schnitt den nedischen Humor, den das Ganze braucht, als durch an der Ohren zu fangen. Du wenn das schon mal zu so optisch als das ganz schon mal ein mega Knüller. Für allem ist relativ viel handgemacht, auch die Kostüme sind mega gut gelungen. Die Power Armor zum Beispiel gesagt einfach nicht mehr fantastisch aus. Okay, das Ganze wirkt ein bisschen clunky, das ist ein bisschen behäbig, wenn ich so will, aber trotzdem passt das Ganze mega gut an das Setting ran. Du wenn der Kostüme und Special Effects sind hier auf ganz hohem Niveau. Aber das nicht mehr lang. Also wir begleiten hier 3 Protagonisten. Anchor Lucy McLean, wer dann eben die friedliche Waldbewohnerin ist, wer um die Oberfläche gezwungen wird zu gehen. Dann haben wir den Maximus, den von der Iron Brotherhood quasi knappe ist, an dem er da endlich einen Ritter zugedeelt wird, an dem er da dann sein Karriere an der Iron Brotherhood nur verfolgt, also ausbauen will. Und dann haben wir noch den Ghoul Cooper Howard. Und ganz ehrlich, die sticht für mich extrem gut raus. Die geht gespielt von Walton Goggins an. Der Mann ist einfach, also der ganze so Western-Feeling. An den Mann, ey, wenn den auf der Bildfläche auftaucht, dann holst du einfach ein Western-Feeling. Also so ein alt Western-Film-Feeling könnt du einfach mega gut rüber. Wir kennen den zum Beispiel schon als Django Unchained, haben wir gesehen, und aus Hateful Eight, wo auch ein grandios Rolle hat. Und das Feeling hier könnt mega gut rüber. Den Bounty Hunter, wenn ich will, so den Ghoul, den Obtragskiller, das ist so mega gut gemacht. Und auch die Rückblenden, an denen dann seiner Vergangenheit spielt, sind einfach auch fantastisch. Ich genieße alle Szenen mit Walton Goggins. Trotzdem sind sie aber alle gut, mega gut. Della Purnell, also was Lucy eben spielt das auch mega gut. Das spielt das so das naiv Mädchen, was du aus dem Wald rauskommt. Und wenn ihr so überlegt, vielleicht sich ein bisschen zu sehr und die makaber Welt gewinnt, mit einer Naivität und das ganze geht was super erfrischend. Dann auch der Maximus, der vom Aaron Moulton gespielt wird, ist auch einfach fantastisch. Also er sticht kein Negativ raus. All rund ist einfach nicht mehr geil. An all Szenenwechsel, wo man zu einem anderen Charakter sprangen, heinz du den natürlich an der Serie, dass ihr seht, oh Gott, da geht die Story-Stung weiter, du hast schon gut keinen Bock drauf. Das ist halt gut nicht der Fall. Er hat den Chaos Bock, weiter zu gucken, sich mit einem anderen Protagonisten zu beschäftigen. Und so hat das neben dem optischen Story auch noch sehr gut gelesen. Insgesamt die Konzerne, die am Hintergrund wirken, für do weiter rauszufinden, was hinter den Walls sticht, also was du Ziel haben drauf war, an was ein Auslöser zu der Apokalypse da gehen ist, wo man no immer ein bisschen gefiedert gehen, aber der Sterngehale gehen für Wille weiter, Willen rauszufinden, wer hinter dem ganzen sticht, ist einfach nicht mehr geil. Und wie man dann noch mit so paar Easter Eggs gefedert, die man aus den Spielern kennen, natürlich jeder den Spieler gespielt hat, wird halt mehr die eine oder die andere Szene entdecken, wo ihr seht, schön, guck mal, da war ich auch schon.
ey, Amazon an Bethesda hun hai alles richtig gemacht. Bethesda huet jo a letzter Zeit mat Starfield hun se net so positiv Feedback krit, aber dat war ein absolute Geniestreich. Das muss ich so sagen. Und dann auch nach die ganz Fallout-Spieler zu rabattieren. Also ich meine, du hast ein richtig an der Käse gerabbelt. Weil auch ich sind durch eine Opfer gegen knapp so eine Serie gesehen, hatte ich so Bock, Fallout drin zu installieren. Und dann habe ich mir direkt Fallout 4 hochgeladen und Fallout 76 probiert. Und ja, an dem ganzen Setting do einfach können durch im Rand zu tauchen, das war... Das ist einfach gelungen und du kann ich nimmer rekommandieren, guckt ihr Fallout und mir sie in letzter Zeit bisschen mal Videospielverfilmungen verwindt gehen. Super Mario Bros. Movie, der war ja auch schon tipptopp. Last of Us Serie war auch mega gut und lo der tote Fallout und ich hoffe, dass das noch, also es wird weiter gehen, also es wird eine Banger Staffel bleiben, aber ich hoffe, dass das ja, den Niveau halt. So mal einfach mal so. Voilà. Und ich denke, das war dann noch schon mal Menge Review zu Fallout. Wenn dir nach Episode, was ihr so angefallen ist, wenn unbedingt noch muss erwähnt gehen, dann könnt man da gerne in Kommentare schreiben. Und wenn dann nach irgendwelchen Videospielverfilmungen hat, wieder seht, die war jo mega krass. Oder Serienadaption, das weiß ich ja nicht. Da könnt man das auch gerne in Kommentare schreiben. Für den Rest ging es so, war das dann mit dieser Episode. Und ich wünsche dich da ganz viel Spaß auf Amazon Prime mit Fallout. Ciao!